Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Star Stable Video. Ich habe mir überlegt, ich zeige mal meine Top 10 All-Time Lieblingsrösser. Also nicht Rassen, sondern Rösser selber. Und ja, es ist sehr schwierig gewesen, da 10 rauszusuchen, weil ich habe viel mega gern. Aber jetzt habe ich die rausgesucht, weil ich Erinnerungen daran habe. Und das ist unter anderem ein Grund, wieso das zu meinen Lieblingsrösser zählen. Die tollen Erinnerungen, die ich mit diesen Rössern verbinde. Ja, und jetzt zeige ich es von Top 10 bis Top 1. Ich habe es vorher ein bisschen sortiert. Es war nicht einfach, sich für ein Top 1 Ross zu entscheiden. Aber ja, ich mag alle gleich, aber ich habe es einfach irgendwie versucht, von 1 bis 10 zu sortieren. Wer hat sich da gerade... Ich habe gerade neues Dachcoin bekommen. Ja, danke, Geld habe ich über 100. Okay, dann legen wir mal los mit dem Top 10. Das ist die Miniframe, der ganz helle Haflinger. Mit dir bin ich einen Jumping-Marathon in der Nacht geritten. Mein allererster Jumping-Marathon war das. Es war so toll. Ich habe extra einen Haflinger ausgewählt, damit ich auch das Pony-Rennen machen kann. Das Pony-Jumping. Genau, also mit dir bin ich meinen allerersten Jumping-Marathon in der Nacht geritten. Und zwar wirklich, es ist sogar wieder hell geworden. Und ja, ich bin mit dir beim Pony-Jumping Erste geworden. Und so war eigentlich nicht so gut gewesen. Aber ja, das ist die Mini-Frame, mein Top 10 Lieblingsross. Dann haben wir den Okay, mein Wohlfühlpferd. Ich habe den extra gepostet, damit ich ein Ross habe, wo ich mich richtig wohlfühle. Eigentlich fühle ich mich bei allen besser wohl, also bei fast allen. Aber das ist so mein auserwähltes Ross, zusammen mit einem Outfit, wo ich richtig, richtig cute finde und mich darum extrem wohlfühle damit. Unter anderem habe ich das Ross ausgewählt bei meinem ziemlich tiefen Video, wo ich über meine Lebensgeschichte erzählt habe. Genau, er ist mein Wohlfühlpferd. Ein mega süßes Körli, wenn es sogar mein Lieblingskörli. Dann haben wir das absolute Highlight in meinem Stall, den Runenläufer. Bei mir heißt er einfach Rune Runner, die englische Bezeichnung von ihm. Genau, ich habe da wirklich alles am Stock gemacht. Also wirklich, ich habe jeden einzelnen Tag das Druidentraining gemacht. Und ja, ich habe am 24. April 2024 angefangen und habe ihn am 7. August 2024 den freigeschaltet. Das war auch richtig emotional für mich. Ich hatte ehrlich gesagt müssen brüllen bei dieser Cutscene am Schluss. Ich weiß jetzt nicht, was er da gerade isst. Ich glaube, die Holzspäne oder was es ist, kannst du nicht essen, Rune Runner. Genau, ja, das absolute Highlight, darum eines von meinen Lieblingsrösser. Und ja, dann haben wir da die Linda. Also eigentlich Blinda, aber es hat Linda im Namen und darum heisst sie so. Sie kommt von allen Rössern, die existiert haben, erst an den Freiberger ran. Und darum ist sie eines von meinen Lieblingsrösser. Sie heisst Linda, weil ich habe mal eine Freiberger Stute kennengelernt, die Linda geheissen hat. Und mit ihr habe ich tolle Erinnerungen. Auch wenn sie nur eine Erinnerung ist, aber trotzdem. Genau, ja, weil das Ross am nächsten an einen Freiberg rankommt und darum zählt sie zu meinen Lieblingsrössern. Dann habe ich da den Magma Nugget. Er war lange mein Top 1, bis er dann von anderen abgelöst worden ist. Genau, ich finde ihn irgendwie der schönste Appaloosa von allen. Zusammen mit dieser Mähne, super cute. Und der Name wirkt random, aber der ist nicht random. Ich habe den absichtlich so genannt, weil es hat einen echten Namen drin, der da drin steckt. Vielleicht fällt es euch auf, vielleicht auch nicht. Das heisst, ich kann unbedingt das Ross wählen. Also ich schreibe ja Geschichten. Und ich kann unbedingt das Ross nach meinem Hauptcharakter nennen. Und darum heisst das Ross Magma Nugget. Bisschen random, aber nope. Dann der Brego. Oder einfach Brisgold, aber es hat Brego im Namen. Er ist mein Lieblingscharakter in Herr der Ringe. Neben dem Frodo. Und ja, er sieht wirklich fast eins zu eins aus wie der Original Brego aus dem Film. Und genau. Nur hat er hinten nur eins. Wie sagt man dem da? Ein weißes Abzeichen dabei hat der Original Brego 2 hinten.
Aber im Prinzip sieht er wirklich fast aus wie der Original. Und darum ist das eines von meinen Lieblingsrösser. Und genau, ich liebe das Ross einfach. Er ist mir ein Jumpy-Ross, so, obwohl er nicht wirklich ein Jumpy-Pferd ist. Weil er reitet nicht gerne Jumpys, er hat es schon bewiesen. Und ich muss sagen, es gehört einfach zu seiner Persönlichkeit dazu, dass er Jumpys hasst. Aber ja, der kleine Knuffig wird sich schon noch dran gewöhnen, oder Prego? Auch wieder aus Herr der Ringe, Shadowfall oder einfach Schattenfell. Der Englisch heisst Shadowfax, aber Fax gibt es hinten nicht und darum habe ich einfach Fall dazu genommen, weil es FA. Genau, der weiße Andalusier, also der neue Andalusier, der erst gerade rausgekommen ist. Genau, Schattenfell, weil sehr bekanntes Ross im Film. Ja, und der ist ein Andalusier im Film, unter anderem. Und der auch, und darum heisst er Schattenfell. Dann kommen wir zu meinen Top 3 Lieblingsrösser. Da hätten wir den Pumpkin King, den Kürbiskönig. Ähm, letztes Halloween bin ich extrem Fan von Nightmare Before Christmas gsi, also der meinte Disney-Film. Und ja, dann habe ich gedacht, das passt perfekt zum Skelettross, weil im Film ist ja der Jack Skellington ein Skelett und das ist ja der Kürbiskönig, im Englisch der Pumpkin King. Genau, und darum finde ich das perfekte Name für das Ross. Und genau, ich habe einen Pulli von Nightmare Before Christmas in genau diesen Farben. Und darum ist Maybe perfekt. Und eben eines von meinen Lieblingsrösser, weil ich liebe Nightmare Before Christmas. Das ist mein Top 1 All-Time Favorite Film. Neben Herr der Ringe. So, dann wird es ein bisschen lustig, der Crimsony. Also für mich ist es einfach nur der Sony. Weil, genau, ich bin ein riesiger Fan von Sony. Und ich wollte unbedingt das Ross nach dem benennen und ich habe da einen Namen rausgesucht, wo das irgendwie beinhaltet. Genau, und da habe ich dann das Wort Crimson entdeckt und dann einfach das Y dran tun und es hat es im Namen. Hell yeah. Genau, es ist mein Top 2 Lieblingsross, weil aktuell ist das meine Herzensinteresse. Und, also ich nenne es einfach Herzensinteresse, ist einfach mehr wie ein Fangirl. Also, genau, unter anderem ist Top 2 Lieblingsross. Dann kommen wir zu meinem Top 1. Das wäre der Leffy. Oder einfach Leffy im Spiel, aber ich dann Leffy. Fragt mich nicht, wieso das einen Partyhut da hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ihn Leffy genannt, weil er ist ein Irish Cop. Und die kommen ja so ein bisschen aus Irland oder glaube so ein bisschen England, irgendwie so etwas. Aber ja, unter anderem heisst er so, weil der Fluss, der durch Dublin fließt, heisst Liffey. Da habe ich unbedingt so ein Ross wollen. Man schreibt es eigentlich mit 2 F, aber das gibt es da leider nicht. Aber es wird fast gleich geschrieben, also von dem her. Genau, mit dem habe ich einen grossen Teil von der Hauptstory da in so durchgespielt. Und darum ist er sehr schnell Level 15 geworden, leider. Ja, bist der Beste, bist der Schönste. Ja, einmal schmusen. Ja, ganz fein. Oh mein Gott, der Pumpkin King ist noch nicht ausgelevelt. Yes! Genau, das wäre jetzt wieder ein einigermaßen kurzes Video gewesen. Ich wollte euch mal meine Top 10 Lieblingsrösser vorstellen, die ich da in meinem Stall habe. Oder einfach in meiner Herde, weil die meisten sind auf der Weide gewesen. Oder eigentlich sind alle auf der Weide gewesen, außer der OK und der Schattenfell. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ich etwas so unterhalten und so. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, was auch immer ich dann machen werde. Und bis dann! Ciao, ciao! Wie der Liffy gerade so Nein gesagt hat. Hallo, was soll das? Ja, jetzt bist du stolz drauf, hä?